Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich glaube, das ist einmal wirklich die painfulste Podcast-Folge, die ihr reinziehen werdet, weil ich bin verkältet. Und das ist ja nicht mal wirklich ein grosses Problem. Mal abgesehen davon, dass... Okay, nein, meine Stimme tut recht normal, oder? Ich weiss nicht, ob ich es mir einbilde, aber ich habe das Gefühl, sie tun so ein bisschen abgecrackt, weil so boah, ich habe das Mikrofon abgeschleckt. Genau. Aber das ist nicht der grösste Pain, sondern ich habe fetten Reizhusten. Und ich hoffe, dass ich, also wirklich, die Nacht war richtig schlimm gewesen. Und schon, wenn ich davon rede, es ist so ungeil. Ich hoffe wirklich, dass es langsam vorbei ist. Also es wird so ein bisschen eine sicke Podcast-Folge, vielleicht ist ja von euch mega krank, dann können wir unser Leid teilen. Ja, ich hoffe wirklich, dass ich wieder gesund bin bis am Montag, weil ich weiß aber gar nicht, ob ich es verraten darf. Aber ich mache es jetzt einfach und ich behalte jetzt einfach alle für euch, weil es ja so ein riesiges Geheimnis wird. Nein, Spaß. Also ich mache mit bei einer, wie kann man das sagen, bei einer Show. Genau, am Montag und am Dienstag. Wir gehen auf, darf ich das auch sagen? Egal. Wir gehen einfach Richtung Basel und dort sind wir mit 30 anderen Influencern, also wir sind 30 Influencer, die nachher so Competition-mäßig etwas machen. Und ja, ich mache mit und ich bin eigentlich mega hyped und ich hoffe, also das Ding ist, ich fühle mich nicht irgendwie krank, sondern es ist einfach eben der Husten, der reinkickt und meine Nase, die läuft. Aber sonst fühle ich mich eigentlich voll fit, so. Das ist ein bisschen kacke. Genau, aber sonst, was läuft im Leben? Es ist einfach momentan absolut stressig. Ich habe gerade irgendwie so viele Sachen offen, die ich machen muss und keine Ahnung, ich finde, wenn du so ein grosses Projekt hast, ist es zwar auch Pain, weil du so dann irgendwie im Stress bist mit dem, aber jetzt habe ich gerade so mehrere Sachen offen, wo ich mit dem Kopf irgendwie gefühlt keine Kapazität habe, weil ich dort mit dem Kopf muss sein. Und es ist gerade echt Pain. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Kind hätte, wo ich müsste, also so ein Go von ihm muss schauen, ich glaube, ich würde nicht darauf klarkommen. Ja, genau. Aber um das geht es eigentlich genau in dieser Podcast-Folge. Ich habe gedacht, wir reden mal ein bisschen über das Thema Stress. Ich habe vor einem Jahr oder so, als ich in Montreux war, das ist genau ein Jahr her, als ich das Sprachmetall gemacht habe ich schon mal darüber geredet. Aber es hat sich irgendwie sehr vieles verändert und ich habe jetzt auch euch noch mal so ein bisschen gefragt in der Story, was ihr gegen Stress macht etc. Genau. Und ich glaube, es wird noch recht spannend, weil ich glaube, es ist so, dass wir alle die Situation kennen. Ich muss schnell schnitzen. Einen Moment. Ja, also ich kann sonst mal schnell von mir erzählen. Ich sitze gerade im gleichen Boot wie ihr, falls du auch gerade fetten Stress hast. Bei mir ist es gerade wirklich so, dass gerade eben, wie gesagt, mehrere Sachen so auf einmal sind. Also das grösste Ding ist eigentlich gerade, dass ich wie von der Schule aus, also vom Studium aus, ein Projekt habe, was eigentlich mega geil ist. Ich glaube, ich habe letzte Woche noch nicht davon erzählt, oder? Ich erzähle es jetzt einfach nochmal, für die, die es noch nie gehört haben. Nein, ich habe es noch nicht erzählt. Und zwar geht es darum, dass wir so ein Social-Video mitmachen. Und das ist so geil, weil das ist basically das, was ich eigentlich am liebsten mache. Und ich kann mir vorstellen, es ist wie so ein aufwendiges YouTube-Video. Also Social Video heisst eigentlich ein Video für Social Media, wo man selber im Video vorkommen soll. Und keine Ahnung, bis jetzt haben wir ja sonst andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel eine Dokumentation oder einfach so ein bisschen mehr irgendwie eine Geschichte von einer anderen Person oder keine Animation oder whatever so. Und dann ist halt wirklich so ein Video, wo man eigentlich so ein bisschen lernt, mal vor der Kamera sein, mal das und so. Und das ist das halt, von dieser Branche komme ich quasi, oder? Darum finde ich das mega geil und ich freue mich auch mega. Und es ist ja plus irgendwie so geil, weil eigentlich habe ich mir ja immer so vom Studium so ein bisschen vorgestellt, dass es so ein bisschen ein Two-in-One könnte werden mit meinem Social-Media-Zeugs. Und bis jetzt habe ich zwar schon mega viel gelernt durch das Studium und habe auch wie können, an Social Media das können anwenden, aber es ist gleich immer so ein bisschen, also es ist ja quasi 100% mein Studium machen, es ist ein 100% Studium und irgendwie an Social Media 100% machen und das ja, ist dann doch nicht so two-in-one, wenn ich gedacht habe. Und jetzt ist es endlich mal ein Projekt, das halt wirklich so eigentlich wie ein YouTube-Video nachher ist, das ich dann auch auf meinem YouTube-Kanal auflade und so und ich freue mich mega, dass ich jetzt einfach mal wie quasi meine Zeit, die ich fürs Studium sonst bräuchte, jetzt kann in ein YouTube-Video investieren und das ist so geil. Und ich rede schon viel zu fest drüber und ich habe auch nicht erzählt, was es genau ist. Oh Mann. Und zwar mache ich ein Selbstexperiment. Ich habe es schon mal gemacht, ein Selbstexperiment. Und zwar habe ich zum Beispiel mal
das 3 Tage auf mein Handy verzichtet. Oder was habe ich noch gemacht auf YouTube? Ich habe Sugar Daddies ihre Maschen aufgelöst und habe mit denen geschrieben und so. Einfach so, ich liebe so Selbstexperiment eigentlich mega. Und ich habe jetzt aber nie mehr wirklich Zeit. Und jetzt mache ich wieder mal eins. Und zwar will ich in 7 Tagen eine neue Sprache lernen. Und zwar Italienisch. Also für die mich so ein bisschen kennen, die wissen, dass ich eigentlich Französisch schon lange am Lernen bin und schon, ich sag mal so, mittlerweile so kann reden so. Und also allgemein, ich interessiere mich, seit ich aus dem Gymnasium bin, einfach viel mehr für so Sprachsachen und so. Also ja, bis jetzt nur Französisch. Und ich habe jetzt auch gegoogelt, so, welche Sprache ist am ähnlichsten zum Französisch, damit ich irgendwie so ein bisschen Chance habe, um überhaupt irgendwo herzukommen in 7 Tagen. Und eben das ist Italienisch. Und ich finde auch Italienisch irgendwie so geil, weil es halt auch so eine so eine Landessprache ist und dann kannst du auch so alle Landessprachen, okay, Rätoromanisch kann ich noch nicht, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und darum, ich bin so hyped, um das dann zu machen. Ich fange eigentlich heute damit an. Ich habe jetzt halt heute noch eine recht grosse Pendenzliste, da kommen wir nachher auch noch dazu. Also ich bin eigentlich momentan mega, mega im Stress. Und ich muss eigentlich heute anfangen mit dem Video und heute anfangen zu lernen und so. Und ich weiss halt nicht, wie fest ihr euch vorstellen könnt, was alles hinter dem Ganzen steckt, weil es ist ja nicht einfach, ich lerne nicht jeden Tag mal 2 Stunden, sondern da gehört ja viel mehr dazu. Also du überlegst dir, wie das ganze Konzept machst beim Video, was du genau sagst. Ich habe zum Beispiel jetzt ganze Dings gemacht, von wenn ich was an welchem Tag lerne. Jetzt kommt eben auch dazu, dass ich am Montag und am Dienstag eigentlich bei dieser Show dabei bin und da ja jetzt nicht einfach den ganzen Tag lernen kann und dort wahrscheinlich dann eine Pause machen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das mache. Es wird auf jeden Fall ein mega Stress. Genau. Voll. Und ich will auch noch Sarina, mit ihr will ich eine Podcast-Folge machen. Sie kann ja 7 Sprachen und Italienisch hat sie sich selber beigebracht und sie will ich auch ein Video bringen. So ein bisschen, also es ist halt ein bisschen mehr Überlegung so dahinter als einfach ein normales YouTube-Video. Aber eben, es ist auch geil, dass ich jetzt das mit der Schule zusammen machen kann. Aber, alte Leute, also es ist gerade irgendwie so viel los, also zum Beispiel jetzt gerade Kooperationen. Also ich weiss auch voll nicht, wie fest ihr euch vorstellen könnt, was so Social Media, ich sag mal, der Job so noch mit sich bringt, weil es ist ja nicht einfach nur so ein Video jeden Tag, also ich mache es zum Beispiel ja so, dass ich jeden Tag eigentlich probiere, ein TikTok aufzuladen. Jetzt im Studium ist es schon ein bisschen schwieriger, genauso beim YouTube-Video, ich probiere jeden Sonntag ein YouTube-Video posten, was auch ein bisschen schwieriger ist nach dem Studium, aber ich probiere es, Podcast-Folge auch jede Woche, das schaffe ich actually und dann kommen ja noch vom Podcast jeden Tag ein Clip, da muss ich die zum Glück nicht mehr selber schneiden, sondern meine Katrin macht es, aber ich muss ja gleich dann alle auf allen 3 Plattformen, also Shorts, Reels und TikTok, aufladen. Und ja, keine Ahnung, das sind so ein bisschen meine Sachen, die ich mache. Und dann kommen eben auch alle Hintergrundsachen dazu, wie Kooperationen. Ich habe zum Glück einen Manager, aber ich muss gleich, also er macht halt alle E-Mails und ich muss jeden Tag ja immer darauf antworten, will ich das, mache ich das, dann Kooperationen umsetzen, Konzept schreiben etc. Ich weiss jetzt gerade voll nicht, wieso ich so abgedriftet bin, indem ich euch erzähle, was ich auf Social Media mache. Aber ja, vielleicht doch, es hat ja eigentlich gleich mit dem Thema zu tun, indem ich euch einfach mal so ein bisschen grundlegend sage, was so im Alltag läuft, neben dem 100%-Studium. Plus kommen noch Events dazu. Und momentan, es ist halt meistens so vor dem Sommer, also im Sommer dann und in der Ferien hat es weniger Events, aber vorher, so nach dem ganzen Januar, Februar Loch kommen halt alle Events. Und es ist jetzt no joke, also momentan halt eben so viel los mit der Show ist jetzt die, dann, also ich glaube die Woche und nächste Woche ist wirklich für jeden Tag ein Event, immer am Abend. Und das ist mega geil, ich liebe eigentlich Events, aber es nimmt halt auch mega viel Zeit und es ist eigentlich auch wichtig so für Social Media mit Connections und bla und keine Ahnung. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Dann kommt noch der Haushalt dazu. Da ist mir, also wirklich, ich sage euch ehrlich, so herzschwierig. Also wirklich, ich bin mega, mega froh, dass der Can mir so viel abnimmt. Weil ich weiß auch nicht. Ich schaffe es irgendwie zeitlich nicht mehr. Ich komme heim vom Studium, muss den ganzen Shit noch machen. Ich probiere jetzt so immer so ganz am Abend immer noch so alles Zeug möglichst erledigen, weil er ist chillt, also wie er hat ja nicht ein Studium oder so und er kann dann wieder Tag durch immer zwischendurch mal, also er ist selbstständig, wieder mal so Sachen machen. Und da probiere ich irgendwie so ein bisschen zu ergänzen, aber es ist schon echt schwierig. Bin ja hure ehrlich, voll. Und dann kommt es dann dazu, dass man gleich noch irgendwie mit Freunden etwas machen will und nicht komplett den ganzen Tag einfach nur schafft und ein Studium hat. Ja. Da gibt es so Sachen, kennt ihr das, wenn ihr so Sachen habt, die so zwischendurch
müssten eigentlich mal schon lange erledigt werden, aber schieben so die ganze Zeit vorher. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das TikTok gesehen habt, aber mein Draht oben dran ist gerissen bei der Zahnspange und ich müsste erst seit Ewigkeiten schon reparieren lassen. Und ich habe sogar mal angerufen und nachher ist die genau in der Ferien und jetzt habe ich, ja, keine Ahnung. Und ich muss meine Spirale mal wieder wechseln. Die 5 Jahre sind langsam schon rum. Und voll Detail, I'm sorry, aber Alter, ich merke das hure. Gut, ich rede eigentlich voll offen im Podcast. Also ich erzähle es einfach. Also ich habe ja meine Spirale seit 5 Jahren und eigentlich habe ich meine Tage nicht mehr gehabt und langsam kommen sie wieder. Und das macht mir Angst, weil das heisst eigentlich, es wirkt weniger und keine Ahnung, dann pressiert es vielleicht ein bisschen so wieder mit Spirale wechseln, weil sonst werde ich da schwanger. Deshalb, ja, genau. Gut, wenn ich meine Tage habe, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen, aber voll. Und Alter, ich habe jetzt einen Geburtstag am 20. Mai und ich weiß nicht, aber mich stressen Geburtstag extrem. Also früher habe ich das immer so cool gefunden, weil irgendwie, keine Ahnung, dann hast du so deine Friends von der Klasse oder so und hast dann einfach so die eingeladen und keine Ahnung. Mittlerweile ist es bei mir irgendwie so, dass ich so wenig Leute vom First Circle habe und viele Leute vom Second Circle, macht das Sinn. So. Und plus kommt es dann irgendwie dazu, weißt du, ich habe Kollegen von Social Media, ich habe Kollegen vom Studium, ich habe Kollegen vom Gymi, ich habe Kollegen vom Sprachaufenthalt und irgendwie die alle so unter ein Dach so zusammenbringen, macht mir irgendwie Angst. Ich weiß voll nicht, ob ich relaten da, aber ich weiß nicht, das sind dann so ganz verschiedene also, wie soll ich das sagen? Ja, es ist einfach ein ganz anderer Vibe. Und ich bin zum Beispiel, also nicht, dass ich anders bin von meinen Friends, aber ich bin zum Beispiel eine andere Nati mit diesen Leuten als mit den anderen Leuten. Macht das Sinn? Und irgendwie überfordert mich das dann, wenn ich dann weiss, die sind dann alle so in einem Raum. Also safe wird es dann gleich irgendwie mega chillig, aber irgendwie stresst mich das. Plus kommt dann irgendwie so dazu, dass zum Beispiel, wie soll ich das sagen, ich sage jetzt mal von der Schule, dass dann eigentlich so 2, 3 Leute hast, wo du so ein bisschen closer bist, aber du musst dann, wenn du die Leute einladest, musst du dann gleich die und die Personen auch noch einladen, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, am Schluss hast du dann so das ganze Gymi plötzlich eingeladen und dann lädst du Leute eingeladen, die eigentlich gar nicht deine Friends sind. Ich weiß auch nicht, mich stresst das irgendwie, ich weiß voll nicht, ob da irgendjemand relaten kann. Darum, ja, habe ich eigentlich voll keine Lust, um etwas an meinem Geburtstag zu machen, obwohl es eigentlich geil wäre. Und ich habe eigentlich einen Plan, jetzt auch wirklich mit den engen Leuten etwas machen und dann bei mir, also dass wir das in Zürich machen, bei mir in der Wohnung, aber nachher ist es vielleicht gleich schönes Wetter oder ich weiß auch nicht. Und für das ist eigentlich gleich, also weißt, die Wohnung ist jetzt gleich auch nicht mega, mega gross. So, also zum Beispiel nur schon am Can, seinem Geburtstag, ist nur so seine Family gekommen, wir sind irgendwie so zu 8 gewesen. Und es war mega eng gewesen, weil, keine Ahnung, wir haben jetzt da eine Couch und wir haben, ja, ich weiß auch nicht. Aber ja, ich muss mal schauen, das stresst mich auch extrem. Voll! Alter, ich habe jetzt auch voll gelabert, aber es hat gerade verdammt gut da. Einfach mal schnell von meinen Problemen erzählen und von meinem Stress, den ich gerade habe. Vielleicht kann ich jemand relaten. Aber genau, ich habe eigentlich eben... Alter, sorry. Aber es ist actually im Fall, jetzt gerade seit ich am Reden bin, viel, viel weniger. Also vorher ist wirklich... ich habe das Gefühl, ich bin am Sterben. Aber es wird langsam besser mit dem Husten. Also was heisst langsam? Es ist einfach jetzt gerade, wenn ich wahrscheinlich am Dauerlabern bin, oder drücke ich mein Husten gerade einfach. Aber genau. Ich habe euch, wie gesagt, so in der Story so ein bisschen gefragt, was so eure Tipps sind gegen Stress. Weil ich selber eigentlich genau in dieser Position bin, wo sie die Tipps braucht. Und darum habe ich jetzt mal eure Sachen gelesen, habe auch so ein paar YouTube-Videos reingezogen, habe selber überlegt, was hilft mir eigentlich beim Stress. Weißt du, so, wenn ich jetzt so ganz ehrlich zu mir bin, was hilft mir eigentlich, was ich aber vielleicht auch nicht unbedingt umsetze. Und ich kann auch übel können zu mega vielen Punkten, die ihr geschrieben habt, relaten. Und ich habe jetzt einfach mal all die Punkte, wo ich so das Gefühl habe, doch, das ist so für jeden etwas, mal aufgeschrieben. Also eben, es gibt dann halt auch Sachen, wo zum Beispiel so geschrieben, Reiten hilft mir so und ich reite halt nicht so. Und ich habe jetzt mal sowieso allgemeine Punkte aufgeschrieben, wo so für jeden etwas ist. Und wo jetzt auch nicht so mega obvious sind, wie jetzt zum Beispiel man mache Yoga oder Meditation, weil das ist so safe etwas, wo etwas bringt, aber irgendwie so die Standardsachen, ich mag die wie nicht mehr hören, weil es so, ich weiß auch nicht, ich mache es schlussendlich nicht. Also wie, so ich weiss zum Beispiel, so Meditation wäre safe nice und würde mir safe so stressreduzierend sein, aber
keine Ahnung, irgendwie mache ich das dann gleich nicht so. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe jetzt mal Punkte aufgeschrieben, die wirklich etwas bringen oder mir etwas bringen und wo ich wirklich so auch wieder umsetzen. Sorry. Also, mit welchem Punkt soll ich jetzt anfangen? Ich glaube, ich habe das voll nicht chronologisch überlegt. Also, ich glaube, ein Punkt, wo mega wichtig ist, wenn ihr gerade so wirklich in dieser Situation jetzt gerade sind, wo so mega gestresst bist oder keine Ahnung, einfach so das Gefühl hast, oh mein Gott, mir geht gerade, also weißt du, so, ich muss noch das machen und noch das und noch das. Ich kenne safe so eine Situation, wo plötzlich einem alles zu viel wird, wo du das Gefühl hast, oh mein Gott, ich muss jetzt alles irgendwie handeln und ich schaff's gerade nicht und dann kommt so ein Nervenzusammenbruch, oh mein Gott, ich habe das schon so oft gehabt. Und also das Erste, was mir auf jeden Fall mal hilft, ist einfach mal alles, was ich machen muss, aufschreiben, also so als To-Do-Liste, weil ich glaube, gerade bei diesen Sachen merke ich dann mega schnell, hey, erstens, es ist gleich machbar, weil wenn so einfach alles im Kopf schwillt, dann hast du das Gefühl, du hast es nicht unter Kontrolle und es ist noch so viel und du schaffst es gar nicht und einfach so einen riesen Haufen hast vor dir und wenn du einfach mal alles abschreibst in so einer To-Do-Liste, dann fühlt es sich irgendwie schon so ein bisschen mehr an, als hättest du es im Griff. Und eben, gerade wenn du die Liste mal machst, dann merkst du, hey, vielleicht ist doch nicht alles so mega, mega, mega dringend, was ich auf dieser Liste habe, sondern eben zuerst mal die Sachen machen, die wirklich wichtig sind und vielleicht gibt es Sachen, die vielleicht auch jemand anders könnte übernehmen oder I don't know, ja, genau, oder was du vielleicht kannst two in one machen, I don't know. Voll, also wie einfach mal, wenn du so Struktur in deinem Kopf hast, dann ist es für mich schon viel, viel mehr stresslindernd, als wenn alles so umschwillt in meinem Kopf und so alles gleichzeitig musst denken. Und meistens, wenn du so dir gerade so ein bisschen Zeit nimmst und merkst, du musst nicht alles heute machen, aber irgendwann mal, dann kannst du vielleicht so einen Wochenplan machen, so kann ich mache das, Dienstag das, Mittwoch das und dann fühlt es sich so viel mehr strukturiert an. Und eben, ich merke allgemein, sobald ich einfach mal Struktur habe und eine Planung, dann hilft mir das extrem, wirklich extrem. Genau. Dann, was mir auch mega hilft und was wir wirklich viel geschrieben haben, ist einfach mal so zwischendurch kurz eine Pause nehmen. Und das klingt zwar eigentlich auch voll 0815, aber ich habe immer so das Gefühl, zum Beispiel wenn ich sogar im Stress bin, dass ich so, okay, jetzt schnell 15 Minuten anchillen und dann gehe ich halt immer ans Handy. Und das ist halt so nicht hilfreich, weil die 15 Minuten Pause, die du machen sollst, die sollten eigentlich wirklich sein, dass du runterkommst und keine so Reizeinflüsse hast, sag ich mal. Und zum Beispiel das Handy ist halt ein riesiger Reizeinfluss. Und darum hilft es viel mehr, einfach mal das Handy weglegen, auch keine Musik hören, sondern einfach mal schnell, das ist mega blöd, einfach so mal schnell so im Moment sein, schnell runterfahren. Zum Beispiel so, darum sagen wir auch so ein Bad nehmen, weil zum Beispiel im Bad dort chillst du halt wirklich einfach und dort machst du ja meistens, Gott sei Dank, vielleicht hörst du auch ein paar so Podcasts oder schaust Filme oder so, aber eigentlich ist es wirklich am schlausten, einfach mal nichts machen, sondern einfach schnell wie in den Gedanken chillen und, oder auch nie jetzt, also so, ja, genau, einfach schnell so für dich sehen. Oh nein, jetzt hat mein Laptop gerade abgestellt. Ah nein, alles gut. Genau, voll, das ist mega wichtig. Oder was auch mega hilft, eben gerade wenn du so einen Nervenzusammenbruch hast, also erstens einfach mal heulen. Ich weiß nicht, aber man sagt ja auch, dass es mega stresslindernd ist, so biologisch gesehen mäßig. Aber also ich merke das extrem, Alter. Wenn ich so wie mich anfange in das steigern, so oh mein Gott, ich habe so viel zu tun, ich schaffe das alles nicht, dann, Alter, es hilft mir so hart, einfach mal brüllen und zu irgendjemandem gehen und das einfach mal alles erzählen, was man alles machen muss. Das einfach mal alles rauslassen, das hilft mir extrem und eben so brüllen. Und nachher ist es meistens schon wieder so ein bisschen besser. Ich kann mich auch sehr erinnern, als ich so im Gymi war, also das ist mir so geblieben, ich hatte so eine Mathe-Prüfung und ich hatte meine Tage gehabt, das war noch dazu gewesen. Und ich weiß nicht, ich habe so einen Tag vorher gelernt und es ist mir so zu viel gewesen, weil ich so das Gefühl hatte, oh mein Gott, ich schaffe das niemals, das ist so viel, was ich noch lernen muss. Und ich check das alles auch nicht und es interessiert mich auch nicht und ich bin so hart, ich habe mich so fest in das hineingesteigert, dass ich wirklich einfach nur noch da geguckt bin und richtig gekühlt habe. Und ich weiß nicht, also wie, du bist in dem Moment noch viel mehr so, oh mein Gott, nein, ich darf jetzt nicht mal heulen, weil ich verliere Zeit und ich muss jetzt die Zeit investieren und bla 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 bla. Und eigentlich hilft es eben einfach schnell sagen, hey, ich nehme mir jetzt eine halbe Stunde schnell Zeit, heul alles komplett raus, geh schnell zu meiner Mom und erzähle ihr alles oder irgendjemandem, schnell jemandem anrufen und nachher, wenn du dich wieder so ein bisschen gefasst hast, also wie schnell einfach die Emotionen schnell zulassen,
dann funktioniert es nachher wieder, als die ganze Zeit das Gefühl haben, oh mein Gott, nein, ich muss jetzt schaffen, ich kann jetzt nicht oder ich darf jetzt nicht heulen, weil sonst verliere ich Zeit und so. Weil in dieser Zeit, wo du das denkst, wirst du ja auch nicht lernen, sondern es funktioniert auch nicht. Genau. Darum auch mit jemandem reden tut mega, mega gut. Und was auch ein Punkt ist, oh mein Gott, das ist einfach wirklich etwas, was ich im Gymi immer falsch gemacht habe. Wo ich, wenn ich würde ins Gymi zurückgehen, das wäre so ein Punkt, ich glaube, ich habe das auch schon ein paar Mal in der Podcast-Folge gesagt, wo ich so würde ändern und wo ich jetzt auch probiere, seit dem Studium zu ändern und ich merke so einen heftigen Unterschied, ist genug Schlaf. Und ich glaube, das sind so viele Leute unterschätzen. Aber wenn du genug Schlaf hast, hast du am nächsten Tag auch viel mehr Energie, kannst auch viel mehr aufnehmen. Jetzt gerade wenn du Schulstress hast, dann kannst du in der Schule mehr aufpassen, musst dann auch weniger lernen, wenn du eine Prüfung hast, weil du einfach schon viel gecheckt hast, weil du im Unterricht aufgepasst hast. Also es ist so eine Kettenreaktion von so vielen Sachen. Du hast auch in dem Sinne allgemein mehr Nerven und eben mehr Energie und alles. Also wirklich genug Schlaf ist für mich so ein Key für alles, wirklich. Und ich merke auch eben, seit ich wirklich auch ein bisschen mehr auf das schaue, dass ich genug Schlaf habe, dass ich zu meinen 8 Stunden Schlaf komme, dann kann ich irgendwie auch viel besser so ein bisschen mit dem Stress umgehen. Also wie, keine Ahnung, ich habe weniger so Nervenausbrüche oder habe so, keine Ahnung. Ja, darum, das hilft extrem viel. Und eben, es ist halt einfach wie so eine Kettenreaktion auf Sachen, wie jetzt zum Beispiel mit Schule und Aufpassen und so. Genau, und weiß auch nicht, ich habe zum Beispiel bei wenig Schlaf, habe ich dann auch immer einen Mittagsschlaf gemacht und das ist schon 2-3 Stunden gegangen und die Stunde kannst du dann auch viel besser nutzen. So. Genau, so ein Mini-Ding, wo ich mich so merke, hilft mir etwas, sind so, wenn ich so Sachen habe, die mich so unbewusst stressen. Also ich gehe jetzt wieder so zum Beispiel auf Lernen aus, so zurück zu diesem Stress. Oder wenn ich sonst irgendetwas machen muss und gestresst bin, dann merke ich mega, das stresst mich noch viel mehr, wenn ich so zum Beispiel an einem Arbeitsplatz bin, wo es unaufgeräumt ist und wo ich irgendwie im Hinterkopf habe, eigentlich müsste ich das alles auch nochmal noch aufräumen. Also weißt du, dass es wie nochmal so eigentlich ein Ding auf der To-Do-Liste ist, das ich jetzt gerade aber nicht machen kann. Und ich habe zum Beispiel eben, heute habe ich ja mega viel auf der To-Do-Liste, die ich noch machen muss. Ich müsste eigentlich auch noch heimgehen, Sportkleider holen, weil ich da nicht so viel habe, bla bla bla. Und es stresst mich extrem. Und dann muss ich auch noch Wäsche machen für die Show, bla bla bla. Und ich habe jetzt einfach mal gesagt, nein, ich muss jetzt zwar die Podcast-Folge machen, aber ich muss jetzt vorher gleich einfach mal schnell alles, was ich im Hinterkopf habe, schnell aus dem Kopf bringen. Und darum habe ich jetzt einfach mal schnell die Weisswäsche gemacht und jetzt geht es mir schon viel besser, weil ich weiss, die läuft jetzt gerade, also die ist jetzt gerade in der Wäsche sein, während ich die Podcast-Folge mache und das macht in meinem Kopf dann auch Sinn und irgendwie, das ist gerade so viel mehr entspannt, als wenn ich weiss, ich muss das noch irgendwann machen. Ja, darum eben hilft es mir auch mega, einfach entweder so Sachen machen, die ich im Hinterkopf habe oder eben auch mal einen Arbeitsplatz einfach schnell aufräumen, bevor ich daran arbeite, weil dann ist es da clean und in meinem Kopf ist es dann einfach auch clean. Eben, es ist irgendwo ja auch mega einfach das Problem, vor allem im Kopf. Und wenn du im Kopf schon ein Gefühl hast, hey nein, da ist alles clean. Also wie, wenn du gegen aussen die Ordnung machst, die du auch in deinem Kopf nachher brauchst, hilft das extrem. Genau, was habe ich noch aufgeschrieben? Eben, das haben mega viel geschrieben, auch in den Kommentaren, so mit Sport machen, frische Luft, laufen. Und mir hilft es da mega, einfach spazieren gehen. So. Also ich habe eine Zeit lang, das ist jetzt zwar auch schon wieder ein Jahr her, aber habe ich jeden Tag probiert 10'000 Schritte zu machen und das hilft schon auch mega. Also das ist schon ein Game Changer, einfach mal schnell laufen gehen. Die Beine vertrempeln, frische Luft und manchmal gehe ich jetzt auch oft mit dem Django spazieren und dann einfach über alles, was einem gerade so irgendwie im Unterbewusstsein stresst oder vielleicht auch etwas, was einem beschäftigt. Stress kann ja auch sein, dass es irgendwie gerade ein Stress ist, weil es ein Konflikt ist mit irgendjemandem oder weiss doch nicht, etwas, ich weiss nicht, mich stresst damals auch mega oder ich bin dann so gereizt wegen irgendetwas, keine Ahnung, eben wegen einer Person oder wegen einer Situation, wenn mich jemand zusammengeschissen hat oder weiss doch nicht. Und wenn ich das nachher mal einfach mit jemandem besprochen habe, dann geht es mir auch schon viel besser. Darum all diese Sachen, die zwischenmenschlichen, wenn die kannst du mit jemandem besprechen kurz und das ablegen, dann hilft es auch schon extrem, um sich nachher so auf die wesentlichen Sachen, die du machen musst, konzentrieren können. Genau. Was, Alter, das habe ich glaube auch schon 1000-mal in meiner Podcast-Folge gesagt, aber ich sage dir, das ist so ein Game-Changer, wenn du irgendetwas machen musst und gleichzeitig so einen Stress hast mit, du willst aber gleichzeitig noch etwas mit Friends machen und noch Freizeit haben und so. Und das ist für mich so ein richtig nices 2-in-1. Und ich sage euch, probiert das mal, wenn ihr das noch nie gemacht habt, aber mit Friends hustlen gehen. Und ich habe eine Kollegin, Shoutout raus an sie, ich glaube, sie hört auch meine Podcast-Folge, wenn nicht, dann gibt es auch so einen
trauriger Moment. Nein, also, ich gehe mega oft, seit dem Gymi, wir sind eigentlich fast durch das, würde ich sagen, so ein bisschen befreundet worden. Das ist jetzt eine meiner engsten Kolleginnen so. Und zwar haben wir wegen der Matur damals sind wir oft lernen, entweder in der Bibliothek oder sonst irgendwo her, an der Uni. Und irgendwie seitdem ist das so voll unser Ding geworden. Und ich gehe auch jetzt wirklich jede Woche eigentlich noch mit ihr in die Bibliothek oder in einen Kaffee oder irgendwo zusammen arbeiten, weil mir tut es mega, mega gut. Erstens mal mit jemandem abmachen, dann kannst du auf dem Hinweg schon alle Sachen besprechen, die dich gerade beschäftigen, dich updaten. Es ist einfach so eine Quality Time mit einem Friend. Und gleichzeitig ist es auch so eine nice, also ich finde das mega geil, mit ihr dann in einen Kaffee gehen, dann bestellst du etwas oder gönnst du mal zwischendurch dann etwas, weil du es verdient hast. Und gleich tust du aber dann hustlen. Und mir tut es nur schon mega gut in einer Umgebung sein, wo alle anderen auch produktiv sind. Also ich kann zum Beispiel viel weniger gut arbeiten, weil ich so fest abgelenkt bin. Also keine Ahnung, weil dann halt viel mehr... Also ich fühle mich dann wie mehr beobachtet, wenn ich in einem Kaffee bin, wo alle so ein bisschen am Arbeiten sind. Und ich kann ja eh nichts anderes dort machen als arbeiten, so, weil da kann ich ja auch einfach dann, I don't know, keine Ahnung, mit dem John anfangen. Ich weiß es auch nicht, ist ja gleich. Aber ich kann dort einfach viel, viel, viel mehr konzentriert sein und es ist gleichzeitig so eine Quality-Time, die du mit Friends hast und du kannst ja voneinander dann erzählen, was du heute willst erreichen und am Schluss kannst du erzählen, was du erreicht hast und so. Ich weiß auch nicht, und was dazu kommt, ist, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht selber aus eigener Disziplin, wenn ich mal jetzt am freien Tag oder so muss arbeiten, früh aufstehen. Und wenn ich halt wie mit ihr abmache und sage, wir treffen uns am 9 Uhr am HB, dann erwartet mich ja jemand und dann kann ich auch viel einfacher am 9 Uhr am HB stehen, als wenn ich alleine bin. Weil dann bin ich so am Morgen müde und bin ich so, ja, machen wir eine halbe Stunde länger und so. Voll. Darum, das hilft mir auch extrem. Also wirklich, falls ihr gerade so ein Problem habt mit, oder falls ihr viele Sachen mitmachen, die ihr so könnt am Laptop oder so machen oder eben zum Beispiel lernen oder so, dann ist das ein mega Gamechanger. Und ich mache dann wirklich am Morgen immer mit To-Do-Liste, was ich alles machen muss. Und eben, ich muss halt auch viel am Laptop machen, jetzt auch vom Social-Media-Zeug aus, mal etwas schneiden, mal Kooperationen, mal eben das Konzept schreiben, whatever, oder auch von der Schule aus. Und das kann ich dann alles erledigen und das ist so satisfying, weil dann kann ich auch wirklich heimkommen und so meinen Feierabend haben und dann, wenn ich daheim bin, wirklich sagen, jetzt mache ich nichts mehr, jetzt habe ich Feierabend, jetzt schalte ich ab, jetzt kann ich etwas anderes machen. Und das kann ich dann wie so ein bisschen mehr abgrenzen, als wenn ich den Dauerstress habe, von die ganze Zeit alles immer machen. Genau. Ja, das wären eigentlich so ein bisschen alle Sachen. Ich kann jetzt mal noch mein Handy holen, vielleicht haben noch ein paar neue Sachen jetzt etwas geschrieben. Aber ja, warte mal schnell. Ich muss schnell da meine Story holen. So. Also ich lese jetzt auch mal random vor. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich alles geschrieben habe. Also Musik hören, auch mal Nein sagen. Wow, das habe ich sogar auf der Liste und ich habe es vergessen zu sagen. Aber ohne Witz, das ist auch mega wichtig. Ich merke mega zum Beispiel, dass, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel bei Eventsachen oder so, oder, I don't know, einfach mal bei gewissen Sachen können Nein sagen. Einmal mal irgendeine Kollegin fragt, hey, wenn wir etwas machen und du merkst, du hast voll keine Kapazität dazu, du kannst mit gutem Gewissen einmal sagen, hey, ich mag gerade nicht. Oder hey, ich brauche gerade einfach schnell Zeit für mich. Oder eben, hey, ich muss gerade irgendetwas machen oder keine Ahnung was. Klar, eben Quality Time mit guten Friends ist natürlich auch mega, mega wichtig. Darum finde ich so ein Two-in-One mit dem ins Kaffee gehen mega nice. So, mega nice Möglichkeit. Aber ich merke auch, ich kann wie nicht überall zusagen, weil ich sonst einfach explodiere. Ich brauche die Zeit für mich und ich brauche, also wie, es ist für mich ein viel grösserer Stress zu wissen, dass ich noch so viele Termine habe, sage ich mal, in der Woche, als wenn ich weiss, hey, ich habe die ganze Woche jetzt eigentlich keine Termine, sondern ich kann mein Zeug machen. Das ist so im Kopf viel gechillter. Und darum, ich könnte auch mal einfach auch Nein sagen. Ich glaube, gerade eine Kollegin oder Kollege, die euch gut kennt, die wird das verstehen und wissen, dass du das überhaupt nicht persönlich meinst. So, darum, ich könnte auch wirklich mit gutem Gewissen auch einfach Nein sagen. Was haben wir noch? Einfach mal darüber nachdenken, ob man sich von dem wirklich stressen sollte oder ob es einfach unnötig ist, wenn es einem immer sehr Stress muss machen. Wenn es einem immer sehr Stress, muss man das ändern. Aha, ja. Also jetzt habe ich falsch geschrieben. Aber ja, safe auch. Oh nein, jetzt kickt der Husch wieder mehr rein. Oh Leute, gar keinen Bock. Ich lese jetzt einfach noch ein paar Sachen vor. Einfach laufen gehen, einen Plan machen, Musik hören,
darüber reden mit anderen oder wenn es einem hilft, auch ein Mental Health Journal machen. Oh ja, safe. Das habe ich zwar noch nie probiert, aber das hilft safe auch mega. Dass man trotz allen To-Dos sich probiert Zeit zu nehmen für Sachen, die einem gut tun. Voll. Und ich glaube, es ist auch mega wichtig, auf der To-Do-Liste so ein bisschen kleinere Punkte zu haben. Also, keine Ahnung, irgendwie halt Sachen, die erreichbar auch so sind und jetzt nicht einfach riesige Punkte. Also, ich finde es gerade voll schwierig zu sagen, ebenfalls jetzt so sagst, du gehst noch Sport machen, weil das so zu deinen To-Do gehört, dass dann halt nicht komplett jetzt da eskalierst und Sachen aufschreibst, die gar nicht möglich sind, sondern Sachen, die auch möglich sind, aufschreiben. Yes, abduschen, Sport machen, rausgehen mit Friends. Sein eigenes fucking Business zu meiden und auf die anderen schießen. Das hat mein Kollege geschrieben. Aber fairer Punkt. Also das ist eigentlich wie genau das mit dem auch Nein können sagen. Sachen zwischendurch machen, die einem gut tun und dir Zeit dafür nehmen. Sachen aufschreiben, Meditation, Atemübungen, etwas zum Beruhigen machen, zum Beispiel ein Bad nehmen oder Alltag anders planen. Das sind eigentlich mega viele Sachen, die ich actually auch schon gesagt habe. Ein Büsi kaufen. Ganz klar, Sex hat jemand geschrieben. Geil! Oh Mann, so funny malen haben wir noch. Deine Videos schauen. No, das ist süß. Also schaut bitte alle meine Videos, wenn ihr Stress habt. Etwas mit meiner Grossmama machen. Ja, mega herzig. Aber ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Falls ihr noch irgendetwas habt, das euch hilft im Stress, könnt ihr das mega gerne in einen Kommentar schreiben. Oder vielleicht auch, eben, falls ich etwas erwähnt habe, wo ihr sind so, ja, voll. Oder falls ihr das mal ausprobiert habt oder irgendwie. Schreibt mega, mega gerne alles in die Kommentare, wo euch gerade in den Sinn kommt. Und ich sage es immer wieder zu wenig in meinen Podcast-Folgen. Sorry. Aber ich würde mich mega, mega freuen, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung geben würdet, weil dann kommen wir bei den Charts ein bisschen weiter nach oben. Und das ist natürlich sehr, sehr geil. Und ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und falls ihr jetzt gerade mega noch in Stress habt, ihr schafft das, wir schaffen das. Wir sind alle im selben Boot und wir kriegen das irgendwie hin. Okay? Wir kriegen das irgendwie hin. Alter, jetzt bin ich noch Motivationscoach, schnell Wort gegen den Schluss. Aber voll. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao!